Liebe Vertreter von der Presse, nachdem sie mal schon den 8. März als Kandidaten präsentiert hat für die Europawahlen, hat mich dann heute invitiert, für über unser Wahlprogramm zu schwätzen. Ich kann schon kurz 4 Worte zu. Als Slogan ist ja schon bekannt für Stark Lützeburg an Europa. Und du wollen wir als ADR ansetzen für ein Europa von den Nationen, für souverän Lützeburg an einer Europäischen Union. Den Treaty von Lissabon hat ganz klar fest, wer Zuständigkeiten für internationale Aufkommen bei der EU leihen, und wer bei den Memberstaaten oder bei den zwei zusammen. Problematisch sind mir als ADR vor allem die Kompetenzen, die gedeelt gehen zwischen der EU und den Memberstaaten. Als kleines Land gehen wir das nicht gehört und als Bedürfnisse und Eigenheiten nicht berücksichtigt, wenn Direktiven oder Reglemente ausgeschafft gehen. Dazu kommt auch noch das, dass der Pragmatismus bei den Dokumenten ein Luxusaccessoire ist und eine nicht umsetzbare Ideologie federführend ist. Und genau da setzt der an. Wir vertreten eine EU realistisch und EU pragmatisch Politik. Da will Lützeburg eine starke Stimme am Europäischen Parlament gehen. Wir stehen für eine enge Zusammenarbeit zwischen Brüssel und den nationalen Parlamenten, bei der die Autonomie und Kompetenzen von nationalen Parlamenten mehr respektiert sollen. Zeitgleich will der Position und Kompetitivität von der Europäischen Union an den Bereichen von der Handelspolitik und Wirtschaft gegenüber den großen Märkten China und USA stärken. Dabei vergessen wir aber ganz sicher nicht den ursprünglichen Grundgedanken von der Europäischen Union, nämlich den Frieden und den Zusammenhalt zwischen den Memberstaaten zu sichern. Wir sind fest davon überzeugt, dass mit der ADR die Lützeburg und die Lützeburger Bürger eine stark realistisch, pragmatisch und ehrliche Stimme zu Brüssel geht, auf für Dolo mehr Details geworden zu gehen, gegen Stuart und als Spitzenkandidat, den Herrn Ferner Cortese, übergehen. Merci, Alexi. Ich wollte vielleicht ein paar Worte zunächst mal vom Kontext, in dem wir uns bewegen. Weil am Schluss hat Lusch schon gesagt, wir stehen für ein Europa von den Nationen, weil wir meinen, dass ein Europa von den Nationen mehr stabil ist, wie das föderale Modell, das in Europa ganz viel Spannungen schafft, während dem Modell von dem Europa von den Nationen der europäischen Geschichte an der Zusammensetzung von unserem Kontinent mit den vielen verschiedenen Identitäten und Geschichten von den Memberstaaten ganz einfach besser entspricht, mehr liegt von den Leuten an den verschiedenen Ländern akzeptiert wird und dadurch langfristig ein Modell ist, das mehr stabil zu versprechen schenkt, wie das beim föderalen Modell ist. Der Kontext, an dem wir uns bewegen, will ich kurz beschreiben und dann an Prioritäten gehen. Der Kontext, dass man erstens eine große geopolitische Instabilität. Wir hatten die nicht bei den letzten Wahlen für Europa, wir haben einen Krieg an Europa, wir haben einen Krieg neben Europa, also die Ukraine, an den Nahen Osten. Wir haben einen Verlust von Einfluss von den westlichen Staaten an der Welt, auch an Afrika, wie wir vor kurzem gesehen haben, nicht einmal bei den Franzosen. Wir haben eine neue Bewegung in den BRICS-Staaten, die sich auch als Konkurrenz immer mehr zu der westlichen Staatengemeinschaft formiert. Das ist also ein ganz schwieriger geopolitischer Kontext, an dem das Wahlen stattfinden, wo auch weiche Gestalt gehen für die zukünftige Orientierung von Europa, auch international. Und das ist ganz klar. Auch das hat man am Schluss schon in der Strach. Wir sehen Europa als ein Friedensprojekt. Wir stehen zu der Idee von der Gründungspappe von der Union. Und auch über die Beitrittspolitik von der Europäischen Union kann eine stabilisierende Wirkung und eine Friedenswirkung auf Drittstaaten ausgeübt gehen. Den zweiten großen Defizit, an dem wir uns befinden, neben der Instabilität, ist die Desindustrialisierung und der progressiven technologische Rückstand, an dem wir geraten par rapport zu unseren ökonomischen Konkurrenten. Desindustrialisierung nicht nur durch Aktivinitiativen von den USA und noch von anderen für europäische Betriebe umzuziehen, eben auch durch eine verfehlte Energiepolitik an Europa, auch eine Industrie- und wissenschaftsfeindliche Haltung an verschiedene Bereiche. An der Energiepolitik profiliert sich immer mehr, dass die deutsche Energiewende, wie das so genannt wird, ein Fiasko ist.
die nicht zu finanzieren ist, wo die Energiepreise durch den Plafond gehen. Und wir haben dadurch an Europa, wie doch im Summit letzte Woche gesehen zu Brüssel, eine Reorientierung in Richtung Atompolitik. Die Debatte also heute zu Lützburg in der Zwischenzeit angekommen. Wir als ADR haben uns immer für eine Technologie-Open-Approach ausgeschwert im Bereich von der Energie. Ich hat für kurzem an der Chamber betont, dass alle Energieformen für ein Notdeler hat und dass muss pragmatisch gucken, was dann all Chaos die besten aus, nicht nur für die Industrie, sondern auch umweltpolitisch und andere Kriterien. Wir sind aber da ganz Technologie open. Neben der Energiepolitik einer klaren Industriepolitik, wo wir wirklich wollen, dazu beitragen, Industrien in Europa nicht nur zu erhalten, sondern sie auch zu stärken durch Forschung, an natürlich auch durch Standortvorteile, muss noch die internationalen Handelsaufkommens annehmen, die Europäische Union soll weitermachen. Und da will ich vielleicht dazu sagen, dass wir als ADR auch da eine große Kredibilität haben an dem Bereich, weil wir bei dem CETA, aber den TTIP-Diskussionen, und die vielleicht sich noch erinnern, konsequent dafür angetragen sind, dass die Nationalparlamente hier Zuständigkeitsbereiche müssen behalten. Die erinnert sich, dass an der CETA-Diskussion also bemol eine Initiative von der Kommission opkommen für eigentlich die nationale Parlamente praktisch all hier Rechte wegzuholen und alles just nach Rechtskompetenzen und Memberländer zu gehen und der Recht alles durch das Europäische Parlament zu joen für eben den Widerstand, den da auf nationalem Plan überall go war noch heute zu Lützeburg für das zu umgehen. Das fülle mir nicht. Wir haben die Kredibilität gehabt, wie gesagt, an den CETA und TTIP-Diskussionen. Wir sind noch nicht aus dem Saal rausgegangen, wie CSV hat gemacht hat, für nicht ein bisschen darüber aufzustimmen. Wir haben da klar als Responsabilität geholt. Wir denken, dass Europa soll stark internationale Handelsbeziehungen haben, mit das an der Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten, dass die sollen an Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten verhandelt gehen. Was Lieferketten angeht, auch da haben wir immer gesagt, dass aus sich eine Idee, die wir können drohen, dass wir einen Kompromiss für eine Politik zu Brüssel geholt gehen. Allerdings muss es so sein, dass die Lieferkettengesetze die Entreprisen nicht für ein unmöglich bürokratisch Obstakel stellen oder für ein juristisch an noch Haftungsverpflichtungen, die sie einfach nicht packen. Lieferketten als etwas, weil du sich am besten soll, wo Staaten kontrolliert gehen, dass alle Staaten, wo ökonomische Aktivitäten da sind, auf ein hohes Niveau von Arbeitsgesetzgebung hat, dass in dem Niveau hat und das noch kontrolliert. Weil Lieferketten als etwas, weil du sich eine staatliche Responsabilität auf die Entreprisen auffällst. Wir so die Entreprisen haben natürlich eine moralische Verantwortung, sie sollen sich auch eine Deontologie gehen, sie sollen auch natürlich Gesetze überall anhalten, mit das primär und die Staaten, wie zu gucken, dass an denen an ihren eigenen Zuständigkeitsgebieten Menschenrechte respektiert gehen. Die Entreprisen können das nicht immer überhaupt kontrollieren, sie können sicher einen Beitrag leisten, mit der wir sie nicht überfordern. Wir haben also eine Politik, die wirklich am Energie-, am Industriebereich, am Handelsbereich ganz offen ist, wo wir wollen, dass Europa sich positioniert, dafür könnt. Aber es kann in die Diskussionen nicht führen ohne Sozialpolitik. Das heißt, das ist auch eine beständige Eigenschaft von unserer Partei, dass wir immer auch die Sozialaspekte in der Politik mit bedenken. An haut des das, wo wir an einem Kontext sind, wo die künstliche Intelligenz riskiert, das Arbeitsumfeld ganz stark zu verändern, auch vielleicht Arbeitsplätze nach Misere aufzuschaffen, als die berufliche Qualifikation an der Sozialpolitik noch mehr wichtig gehen, wie das an der Vergangenheit war. Wir müssen gucken, dass wir als Leute auch durch Lifelong Learning so gut wie möglich nicht mehr qualifizieren und flexibel an dem ganzen Sinn. Wir wollen auch auf europäischem Niveau ein Dialog zwischen Patronat und Salariat encouragieren, weil die Defien, die der Ökonomie gestaltet sind, die sie, wie gesagt, auch auf europäischem Niveau verdienen, den Sozialdialog. Und selbstverständlich sind so Einzelinitiativen, wo sich auch in den letzten Jahren viel engagiert haben, auch das können wir machen, wie Stagen, Remuneration von Stagen, europäische Sozialpass und so Initiativen. Ein dritter Wolle von der Instabilität, dass die institutionellen Diskussionen, die Krisen, die man in den letzten Jahren hatten, am Gesundheitsbereich, am Sicherheitsbereich, haben eigentlich dazu geführt, dass am Europäischen Parlament eine ganze Reihe von Initiativen geholt haben, für nach einer Reihe mehr Kompetenzen auf dem europäischen Niveau zu holen.
an noch do Mechanismen de Priesterdecision zu verändern. Notamment über Doofschaffung von der E-Stimmigkeit an der Bausner Sicherheitspolitik, eine Reform von den Treten. Am muss ich sagen, dass die 4 Parteien, die bislo letzte Europadeputierte gestalten, das am Prinzip all matt drohen. Außer du hat man bislo einen Konsens, dass man E-Stimmigkeit willen am Bereich von der Steuerpolitik am mir festgestellt, dass DP nicht mehr der Meinung ist, wer das gewonnen hat, dagegen ausgeschwert hin dir opgemerkt, dass doch die Stimmigkeit am Steuerbereich soll aufgeschafft gehen. Dafür ist es wichtig, dass wir als ADR betonen, dass wir für die Stimmigkeit sind an alle Bereiche, die für das Land wichtig sind. Das geht von der sozialen Sicherheit, das geht über die Steuerpolitik, aber auch bei der Sicherheitspolitik, wie da keine Initiative können geholt gehen, die gegen die Interesse von unserem Land wären oder um denen wir als nicht beteiligen. Die Reform von den Treten, die wisst, das Europäische Parlament ganz ambitiös dafür geht. Wir sind der Überzeugung, dass das so nicht kann sein. Die Reform von den Treten ist klar eine Nationalkompetenz. Das ist eine Konvention von den Staaten, die darüber können sich ausschwätzen. Wir stellen fest, dass das aber auf europäischem Niveau bei den Staats- und Regierungschefen und auch bei den Außenministern nicht gewünscht ist. Sie wissen, dass Leute keine Reform von den Treten am Blick wollen, in Richtung Föderalismus. Ich will den Minister nicht zitieren, den das gesagt hat. Ich habe gesagt, eine Reform von den Treten, das wäre Selbstmord am Sinn von der Europäischen Union. Ich weiß nicht, ob das ein letzter Minister, den das gesagt hat. Das weiß ich schon, wie komplex das ist. Die Vorstellungen, die an den europäischen Institutionen zum Teil darüber zirkulieren, ganz sicher am Europaparlament, gehen nicht von den Regierungen gedeelt. Und wir so als ADR, das könnte auch für uns überhaupt nicht froh, was da zum Teil von unseren Kollegen von anderen Parteien proposiert wird, nämlich Durchschaffung der E-Stimmigkeit, europäische Referenden und ähnliche Sachen mehr. Wir werden uns auch engagieren als ADR, das haben wir immer gesagt, dass man letzter Spruch in Europa valorisieren, wie das doch bei anderen Ländern der Fall ist, wo der Nationalspruch für Malta und Irland und so weiter ein europäisches Statut kriegen. Das werden wir auch probieren durchzusetzen. Wenn Einzelprogrammpunkt nu geht, da will ich da just ein paar rausblicken. Die hat gesehen an den letzten Jahren mengenisch, dass ein gewissen Misstrauen und gegen Politik verstärkt, auf einen Vertrauensverlust an Politik, auch an die Europapolitik ganz speziell. Und das man einer Reihe Punkten verbunden, wo wir als ähnlich positionieren wie andere Parteien. Das man nächstens Rechtsstaatlichkeit. Rechtsstaatlichkeit geht in Europa viel diskutiert, meistens am Zusammenhang mit einem oder 2 Membersländern. Mit Rechtsstaatlichkeit, selbst wird an an auch unbedingt muss die europäischen Institutionen selber konzernieren. Das heißt, dass die europäischen Institutionen sich müssen nun Treten halten, was nicht immer der Fall ist. Dass die europäischen Institutionen nicht dafür korrupt sind. Auch da hat man eine Reihe Vorfälle in den letzten Jahren. Das heißt, den Rechtsstaatlichkeitsprinzip, den wir alle gut teilen, den wir auch alle gut für wichtig fanden, muss aber auch appliziert gehen auf die Institutionen selber. Ein zweiter Bereich ist die Meinungsfreiheit, wo es nicht nur ein Gefühl bei den Leuten ist, sondern eine ganz objektiv nachvollziehbare Tatsache über die Gesetze, die wir immer mehr haben auf nationalem Niveau, respektive legislative Initiativen auf europäischem Niveau, wird die Meinungsfreiheit immer mehr anzuschränken mit den bekannten Argumenten. Das geht von Fake News bis über Hate Speech, bis über Abfluss von Bausen und so weiter. Also die Panoplie von Argumenten, die ist immer präsent und das ist immer dynamisch. Aber mit dem Resultat, dass soziale Medien, notamment die sozialen Medien, nicht mehr sie immer mehr sollen kontrolliert gehen, angeschränkt gehen, dass sie gefahren. Wir sehen da zum Beispiel am Digital Services Act und so weiter. Als Approche ist ein anderer, wir sind gegen Zensur, ganz klar gegen Zensur. Aber wir werden uns dafür einsetzen, wie die Leute die Freiheit zurückzugehen, diese Verdinge tun an einer demokratischen Gesellschaft. Wir sind der Meinung, dass es ganz sicher Ideen gibt, die nicht akzeptieren politisch, wir setzen uns argumentativ mit diesen Sachen auseinandernehmen und nicht penal. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wir trauen uns zu argumentieren und zu überzeugen, an Platz zu reprimieren. Meinungsfreiheit, das bei uns etwas, das ist eine Selbstverständlichkeit an einem demokratischen Staat, das ist eine intellektuelle Herausforderung. Wir holen die immer gerne ab für die Meinungen, die uns vielleicht lohnt, man gut gefallen, wie die dann können argumentativ abzuschaffen. Ein dritter Bereich,
das wat Währungszone ugeht, da gibt es ganz viele Diskussionen um den digitalen Euro und noch da so mir hun den digitalen Euro an den Bereichen, wo eng Plus-Value ist. Wir bekennen als absolut zum Boergeld. Es kann nicht sein, dass all finanzielle Transaktionen, wo die Leute nicht mehr nach elektronisch können aufgewickelt gehen, das könnt ihr als auch nicht froh. Wir haben ein Bekenntnis zum Boergeld, das ein Teil Freiheit, das etwas, was sich der Kontrolle von den Staaten zum Teil entzieht. Und du wennst mir da doch immer verteidigen, dass Boergeld bestehen bleibt. Der vierte Bereich, wo Vertrauensverlust an der Politik ganz evident ist, an den letzten Jahren, das ist die Gesundheitspolitik. Wir hatten das hauptsächlich akzentuiert durch die Covid. Und die ganzen Diskussionen, die wir da hatten, Einschränkungen der Freiheit, starken Druck auf Leute, wir haben als ADR immer als Position da betont. Wir hatten Demonstrationen, wir hatten das an der Chamber vorgebracht, dass wir immer für die Freiheit, für die freie Will von den Leuten angetreten sind, und für den Respekt von den Grundrechten. Wir gesehen haut, dass wir umso mehr Recht hatten, wie an Deutschland die verfolgt hat, die Rapporten auch die während der Covid-Zeit zum Teil Politik determiniert tun, wie die haut das auf Frohgestalt gehen, Hand auf Rot gehen, an zum Teil auch falsch aussuchen, rausgeschafft gehen, natürlich an Deutschland wird der Besuch gefangen, für die Zeit abzuschaffen, die mir auch gerne zu Lützeburg hätte. Mir hätte gerne die Zeit von einer neutraler Kommission abgeschafft wird, aber wir werden als am Bereich von der Gesundheitspolitik dafür ersetzen, dass Gesundheitspolitik eine nationale Kompetenz bleibt. Das heißt, dass es nicht zu einer europäischen Gesundheitsunion an einem Sinn kommt, wo man Kompetenzen gegen und die EU-Kommission aufgehen. Wir hätten gerne am Gesundheitsbereich für einen anderen Bereich eng zusammenarbeiten zwischen den Staaten, selbstverständlich am Dienst von den Leuten, von einer efficacer Präventionspolitik. Aber wir wollen nicht, dass die EU-Kommission als nur die Grundrechte ergreift an dem Bereich. Das können wir uns nicht erfragen, nicht so wie wir gegenüber der WHO nicht wollen. Und dann den fünften großen Bereich, wo wir den Vertrauensverlust feststellen, als die der Migration. Wir hatten das seit 2015 etwas, was an der Europäischen Union terrible Länder gesplickt wird, Länder noch andere Länder der Opinion publik. Und noch da sind wir an einem op enger Schiene, wo eigentlich 2024 also praktisch nur 10 Jahre, wo man da global 10 Jahre machen, die massiv Immigration, einen ganz großen Teil aus ökonomischen Gründen, wo man an einer Situation sind, wo eigentlich Staaten immer ob da rauskommen, was mir von Anfang an verlangt hatten, also das ist der Respekt von den internationalen Konventionen am Asylbereich, aber nicht unkontrolliert Immigration an mit all den Problemen, die dummer da verbunden sind an die letzten Asylpark, die geht eigentlich an die Richtung, die mir immer verlangt hatten. Das Problem ist, es wird nicht umgesetzt. Nur in Europa werden das wahrscheinlich vergisst oder auf jeden Fall geht das nicht mehr teilweise gemerkt. Aber wenn wir wirklich wollen noch Bewegungen, wo die Leute sich können darauf verlassen, dass eine Immigration an Europa nicht mehr kann auf legale Basis bestehen. Wir sind nicht gegen die Immigration, wir hätten gerne, dass sie legal aufwickelt, aber wir sind auch der Meinung, dass Menschen, die Schutz brauchen, müssen können Schutz kriegen. Aber wie das aufgewickelt wird, das muss auf ein Schiene gesagt geben, dass wir da können die bestmögliche Garantie geben, dass das auch so geschieht. Das ist etwas, was uns auch klar unterscheidet von anderen Parteien hier im Land, die immer für unbegrenzte plädieren tun und auch nach für unbegrenzte plädieren. Wir haben dann neben diesem Vertrauensverlust gesehen, dass es zum Teil zu richtigen Protestbewegungen kommt. Hier ist zum Beispiel Protestbewegung von den Bauern zu nennen. Wir haben noch bei der Industrie in Europa eine richtig Revolt zum Teil gegen die Politik, die gefeiert wird, weil sie gesehen, dass die Desindustrialisierung und die kompetitiven Nachteile, die die europäische Politik hat, zu einer richtigen Krise feiert, was das ökonomische Struktur angeht. Wir haben also eine Situation, auch bei der Kommission, wo all die großen, soi-disant Succès in den letzten Jahren auf den Weg geholt gehen. Der Green Deal, der Fit for 55, der Repower EU und all die Initiativen, die in den letzten Jahren geholt wurden, Niveau von der Kommission, zu größtenteils einer geringem Abfluss, gehen eigentlich noch immer vorgestellt. Lo führende Wahlen und wird schon zum Teil versprochen, dass der Green Deal geträgthängig gemacht, der Fit for 55 wird erschafft. Also das ist eigentlich so, dass lo führenden Europawahlen die große Succès von den letzten Jahren relativiert gehen und wird versprochen von den Parteien, die
gedrohen hat, DVP, notamment Madame von der Leyen, ja, dass die Initiativen zurückgeholt gehen an so eine neue Überschaft gehen. Das ist also eine Bilanz von der Kommission, eine Bilanz von der europäischen Politik überhaupt an den letzten Jahren, die sich ganz modest ist. Dasselbe sehen wir bei den Konsumenten. Wir sehen nicht nur bei den Bauern, aber bei den Entreprisen, wir sehen es bei den Konsumenten. Und du hast natürlich das Beispiel von den Motoren, von den Verbrennermotoren ganz evident. Ihr seht auch da, dass ein Mouvement de Resistance, du könnt nicht unbedingt gegen die Elektromobilität, das ist nicht das Sujet, eigentlich kein gegen die Elektromobilität, doch hier Notdeler an ihr Vierdeler. Das Problem ist, dass die Leute bis soll 4 geschrieben gehen. Alex Penning, Mensch, hat dadurch der Morgen im Radio ganz klar gesagt, dass den Druck bleibt, die wir nicht wollen. Wir gehen die Leute auch da, geht Freiheit zurück. Noch da gesehen wir, dass die Kommission zurückrudert, das war nämlich hier gesehen, dass die ganze Politik von der Motorisierung 2026 sollte Licht geholt gehen. Das gibt wahrscheinlich direkt nur die Wahlen gemerkt. Und in eine Richtung zu gehen, dass auf jeden Fall den Diesel und der Benzin nicht mehr von 2035 und nicht mehr sollen angefeuert gehen. Wir als ADR haben das als einzige letzte Partei immer gefordert. Und wir werden am Fall, wo wir sollten in Europa Deputierte kriegen, noch dafür sorgen, dass das im Europaparlament permanent thematisiert wird. Wie gesagt, wir feiern keinen Kampf gegen irgendetwas, gegen die Elektromobilität, wir feiern einen Kampf für den freien Choix von den Konsumenten. Das ist etwas, was uns aber ganz stark um Herz liegt, weil die sieht auch die letzten Etüden, die komischerweise für die Wahlen produziert wurden, für 2 Wochen, die weisen noch, dass den Diesel an den Benziner mehr proper sind, etwas was für einem Jahr nach überhaupt da vorkommt, wer wir selbst zu publizieren. Wir kommen Etüden raus, die so ein Benzin und Diesel sind mehr proper wie ein Elektromotor. Also das ist schon eine ganz fundamentale Entwicklung. Der letzte Punkt, den ich will herheben, das ist Finanzpolitik an der Europäischen Union. Ihr wisst, dass da ganz große Tendenzen sind, für vieles an den europäischen Budget heranzupacken, was bei den nationalen Budget nicht mehr so richtig geht, zum Teil, weil Länder zu viel verschuldet sind oder weil zu viel Widerstand auf nationalem Niveau wäre gegen die eine oder andere Politik. Dafür wird probiert, vieles auf den EU-Budget zu verlagern. Und am EU-Budget Regeln immer mehr groß zu machen, was da kann aus Schulden abgeholt gehen. Wir als ADR wollen das nicht. Wir hätten gerne, dass das EU-Budget, so wie es hier gesehen ist, auf 1% vom Bruttoinlandsprodukt von der Europäischen Union bleibt. Und wir haben immer gesagt, die Schulden, gemeinsam Schulden, egal wie das sie nennen, ob das Corona-Bonds sind, Defense-Bonds, was auch immer, Green-Bonds, also für die Serien, eine Nummer für etwas erfunden, wir so schwätzen über Schulden. Und den EU-Traité verbietet das. Den EU-Traité sieht, dass das EU-Budget sich muss aus eigenen Ressourcen von der Europäischen Union finanzieren, und zwar exklusiv aus eigenen Ressourcen, also nicht aus Verschuldung. Das heißt, hier ist etwas, das wird gemerkt, was klar gegen den Traité ist. Und dafür hat man ja schon für Druck gesagt, wir hätten noch gerne die Rechtsstaatlichkeit sich auf die EU-Institutionen selber bezieht. Und das heißt auch, dass die EU nichts machen, was nicht am Traité steht. Da war es wie bei den Maastricht-Kriterien, aber bei anderen Sachen wird sich über Traité weggesagt. Wir wollen das nicht, wir hätten gerne Respekt für den Traité. Weil nur Schulden gemerkt haben, aber Blickleimer bei ungefähr 380 Milliarden Euro europäische Schulden, die illegal geholt wurden, stellt sich natürlich die Frage, wie soll das zurückbezahlt gehen. Da gibt es 3 Möglichkeiten. Entweder über das reguläre Budget, das ging dann nicht auf anderen Dossiers, muss gespart gehen. Das ist nicht ganz populär bei verschiedenen. Die zweite Möglichkeit wäre neue Steuern. Wir sind also der klar, wir wollen keine neue EU-Steuern. Das ist auch ein Unterschied zwischen uns und den anderen. Oder noch mehr Schulden. Als sozialistische Kollegen wollen noch mehr Schulden, dass den einen Trick wird, Schulden dann zurückzubezahlen. Das ist natürlich etwas ganz Unrealistisches, mit das die Politik, die sie betreiben. Von der Stadt also der zu Summe feiern, wir sind in einem Kontext, wo wir als ADR eine ganz große Kredibilität tun, ganz einfach, weil wir als unterscheiden von unseren Konkurrenten, politischen Konkurrenten, die sowohl was die internationale Stabilitätspolitik angeht, gerade so wie bei der Desindustrialisierung von Europa, wo wir die Ursache benennen und wollen redressieren,
an bei den Institutionen, wo wir da oppassen, dass Lützeburg eben ein stark Lützeburg an Europa kann sein, nämlich dass man als Rechter nicht abgehen, an all die Bereiche, wo man Vertrauensverlust feststellen, wo Leute sich revoltieren, aber wo sie sich Sorgen machen um die finanzielle Stabilität von Europa, wo wir Antworten, die anderen Feierparteien nicht haben. An Schmengen dafür gehen wir auch ganz optimistisch an diese Wahlkampf ran, weil wir mengenisch realistisch sehen, weil wie Madame Schose schon gesagt hat, an ihrer Introduktion nicht europafeindlich sehen, mir einfach ein pragmatisch, ein realistisch Approach, die sich ein Traité festhält, an die wirklich zuschauende Leute abgreift, und sie will wirklich auch lesen, die Probleme, die bestehen.